sich gegen diese gewaltbereiten Islamisten etwas tut. Unsere schwarz-rote Bundesregierung und vor allem unser Justizminister wollen uns glauben machen, der Terror hat nichts mit dem Islam zu tun. Mit was denn bitte sonst der Maß? Ich zitiere an dieser Stelle aus dem Koran, Sure 9, Vers 5. Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet. Greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, so lasst sie ihres Weges ziehen. Ein klarer Ausruf zum Mord. Eine Religion, die nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar ist, gehört auch nicht zu Deutschland, Frau Merkel. Am heutigen demokratischen Aktionstag haben sehr viele Orga-Gruppen zur Spontanaktion aufgerufen und gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Gegen Terror und Gewalt für ein demokratisches und friedliches Deutschland. Einige dieser Städte sind Pirna, Lübbenau, Altenburg, Bautzen, Berlin, Bischofswerda, Bitterfeld, Borna, Celle, Chemnitz, Cottbus, Dresden-Mitte, Dresden-Laubegast, Dresden-Striesen, Dresden-Niedersedlitz, Delitzsch, Duisburg, Eilenburg, Einsiedel, Flöhr, Brandenburg, Merseburg, Gera, Glauchau, Grimma, Gößnitz, Halle, Hohenstein-Ernsthal, Köln, Königsheim, Bernau, Kostitz, Rathenow, Leipzig, Lichtenau, Liechtenstein, Limbach-Oberfrohna, Meuselwitz, Merane, Neuss, Oberlungwitz, Oberhausen, Roßbein, Stuttgart, Golditz, Südbrandenburg, Schmölln, Senftenberg, Dresden-Übigau, Werdau, Weißwasser, Wintersdorf, Waldensburg, Dresden-Strehlen, Zwickau, Zwönitz, München, Plauen, Meißen, Rudolstadt, Bad Liebenwerda, Lübben, Krimitschau, Schwerin, Dresden-Altstadt, Bonn und Potsdam. Damit beenden wir auch schon die kurze Aktion. Noch was in eigener Sache. Wir sind wieder hier am 7.5. hier in Bischofswerda auf dem Altmarkt gegen 16 Uhr. Vielen Dank. Say it loud, say it here. Refugees are or not welcome here. Das ist eine gute Frage. Sind Kriegsflüchtlinge willkommen oder nicht? Natürlich sind sie das. Doch was wir absolut nicht willkommen heißen, sind islamistische Terroristen. Terroristen, die unschuldiges Leben in deren Augen Ungläubige mit in den Tod reißen, wie in Brüssel und Paris. Terroristen, die islamfanatisch ihrem Glauben hinterherrennen und felsenfest der Meinung sind, als Märtyrer ins Paradies einzuziehen. Dass dort 72 Jungfrauen warten, 70 Plätze für Familienmitglieder und immer wären die Glückseligkeit. Ja, so stellt sich das der potenzielle Paradiesbewohner vor. Doch da haben wir etwas dagegen. Wir, der Widerstand Bischofswerda, setzen heute ein Zeichen gegen die Islamisierung unseres Landes. Heute kräht noch der deutsche Hahn, morgen schon der Iman. Nein, das wollen wir nicht. Und damit beenden wir auch schon unsere kurze Aktion. Vielen Dank.